dieses großmäulige Mischstück Emily ihre Klappe in Gegenwart meines Gastes aufreißt, verliert sie ihren Anteil am Geld und Sie können diesen zwischen den restlichen Trotteln verteilen. Sie! Das kann er nicht tun, der Alte. Er kann es nicht tun? Er hat es getan, Miss Emily. Und ich glaube, es wäre in Ihrem eigenen Interesse, sich etwas zurückzuhalten, solange Miss Ash sich hier aufhält. Emily, das reicht jetzt. Ich will nichts mehr davon hören. Geliebter Bruder, dann stopf doch deine Schweinslöcher mit Wattebäuschen zu, denn ich bin noch lange nicht fertig. Noch lange nicht. Es braucht nicht allzu viel Fantasie, um sich vorzustellen, was eigentlich dahinter steckt, oder? Eigentlich? Was meinen Sie damit, Miss Emily? Na, diese Anordnung, Drohung, wie immer Sie es nennen wollen. Ich denke, wir wissen alle ganz genau, warum der alte Bock Ihnen diesen Brief gegeben hat. Also ich weiß es nicht. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, warum er das getan haben könnte. Ich auch nicht. Dann seid ihr beide noch blöder, als ich bislang gedacht habe. Also ich muss schon sagen. Es ist doch ganz eindeutig, all diese Spritzfahrten nach London, die Briefe mit der Aufschrift persönlich. Es springt einem ja geradezu in die Augen und ihr seid zu blind, um es zu sehen. Widerliche alte Teufel, er hält uns alle zum Narren. Also mich hält hier niemand zum Narren. Das hat auch niemand nötig. Dafür hat Mutter Natur schon erstklassig gesorgt, du Hohlkopf. Ich bin die Einzige in dieser Familie von absolut Schwachsinnigen, die weiß, warum wir uns so normal benehmen sollen, solange wir so eine hochgeschätzte literarische Dame am Hals hängen haben. Ich bleibe doch nicht hier und lasse mich eine Schwachsinnige schicken in meinem eigenen Haus. Mein Haus. Immer noch absolut mein Haus. Der bleibt verrückt. Mr. Marcus ist nicht verrückt. Er ist lediglich gestört. Und seitdem wir mit der Behandlung begonnen haben, geht es ihm schon wesentlich besser. Dr. Fell ist voller Zuversicht. Was weiß denn der schon, dieser Kurpfuscher? Dr. Fell ist ein ausgezeichneter Arzt und es könnte Ihnen sicher nicht schaden, ihn einmal selbst aufzusuchen. Ratsfreies Miststück! Je eher wir sie los sind, desto besser. Das gilt auch für dich. Verpiss dich! Das wird er nicht. Gar wohl weiß die Gefahr. Cäsar, sei noch gefährlicher als Sie. Wir sind wie zwei Leuen an einem Tage geworfen. Doch ich bin der Ältere und der Schrecklichste. Ach, halt die Klappe, Marcus. Niemand geht hier irgendwo hin, es sei denn, ich sage das. Ich bin hier das Familienoberhaupt und Schwester Franklin bleibt. Ist das klar, Emily? Es sind jetzt 6 Wochen vergangen, seit der dahingegangene unbeweint von uns dahingegangen ist. Und wir wissen immer noch nicht, wie viel Zaster wir zu erwarten haben. Ich warne Sie, Penworthy. Sollten Sie auch nur die geringste Absicht haben, uns hier durch den Wolf zu drillen, dann zerreiße ich Sie in kleine Stücke und begrabe Sie zusammen mit Doras Unglücksfällen unter dem Rosenbeet. Haben Sie das verstanden? Ich bin eine durchaus ehrenwerte Anwältin, Miss Emily. Wenn Sie eine ehrenwerte Anwältin wären, dann würden Sie nicht für diese Familie arbeiten. Ach, Emily, bitte. Und was hast du jetzt vor, Schönheit? Das geht dich gar nichts an. Oh doch, das geht mich wohl etwas an. Alles, was in diesem Haus geschieht, geht mich etwas an. Behalte deine Fettfinger beide, du Schweinsgesicht. Wenn du es unbedingt wissen willst, ich muss mit ihm reden. Du musst mit ihm reden. Ja, unter 4 Augen. Reden? Sonst vorsichtig, Mädchen, oder ich reiße dir am Handgelenk ab. Ich muss mit ihm über gestern Abend reden. Ach ja? Weshalb denn? Ich bin auf etwas gestoßen, das er wissen sollte. Aha, und was zum Beispiel? Zum Beispiel, wer hinter all den Morden steckt. Du meinst, du weißt, wer es war? Wer war es denn? Sei still, Lucien, ich stelle dir die Fragen. Aber ich habe ein Recht, es zu erfahren. Ich bin schließlich das älteste Familienmitglied. Sei endlich still! Also los, wer glaubst du war es? Sag bloß, du weißt es nicht. Willst du wohl damit rausgehen? Sag mir sofort, wer es war. Emily! Emily! Sofort noch nicht aufschneiden! Weil ich sage, lass los! Was hat's denn gegeben? Ach, verpiss dich. Und ich wette, du weißt mit deinen Geierklauen bestimmt auch ein scharf geschliffenes Fleisch aber zu schwingen. Und wenn schon, dann könntest du schon längst keine Wetten mehr abschließen. Und was ist mit unserem Lucien, Baby?
Glaubst du etwa, der wäre zu schwach, um mit einer Leiche auf dem Buckel durch die Gegend zu rennen? Wo ist er eigentlich? Ach, wen interessiert das jetzt? Mich interessiert das. Ich denke, es ist die allerhöchste Zeit, dass wir mal unsere Köpfe zusammenstecken und ein bisschen nachdenken. Ich werde ihn holen. Heile Schwester, du gehst nicht allein. Wir gehen zusammen, nur um sicher zu gehen. Und was lässt dich glauben, dass du in meiner Gesellschaft sicher bist? Nur die Tatsache, dass Dora sieht, wie wir hier gemeinsam rausspazieren. Sonst nichts. Wenn ihr wollt, kann ich ja mitkommen. Das ist kein Betriebsausflug. Du bleibst hier und passt auf Markus auf. Und wenn du etwas Außergewöhnliches siehst, dann schreist du einfach. Dora! Mensch, wo bist du denn gewesen? Wir dachten schon, du bist verloren gegangen. Entschuldige, aber die Tür ist aufgegangen und niemand ist rausgekommen. Da bin ich reingegangen. Das war ja total gefährlich. Ihnen hätte sonst was passieren können. Und was ist das da? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn im Gang gefunden, aber furchtbar schwer. Was ist das denn? Ich weiß es nicht, aber steht was in Papas Handschrift drauf. In seiner Handschrift? Ja, wo kommt das denn auf einmal her? Ich meine, gestern stand es doch noch nicht da. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist ja Geld drin. Was da drin? Vielleicht noch ein kleines Vermögen? Ja, sollst du mal nachgucken? Oh, sehr gut verpackt. Nicht da mal ran. Tina, guck mal. Ich habe die Kiste gefunden. Wollen wir doch mal sehen, was da drin ist. Was ist? Was ist es denn? Was ist denn da drin? Oh, es ist Luciens Korb. Wenn diese gottverdammten Sandwiches nicht bald anrollen. Monika! Monika! Ja, sofort. Wir kommen. Keine Sekunde zu früh. Du musst das Brot was noch backen. Tut mir leid, dass es so lang gedauert hat, aber ich wurde hier und da noch ein wenig aufgehalten. Ja, man sieht's. Meine Liebe, Sie sagten doch selber, wir sollen ein Auge aufeinander werfen. Tja, ich hätte vielleicht hinzufügen sollen, aber lasst die Hände aus dem Spiel. Sandwich gefällig? Danke, ich bin nicht hungrig. Ich aber. Sie müssen doch etwas essen. Sie haben jetzt 24 Stunden nicht zu sich genommen. Und selbst wenn es 24 Monate wären, in diesem Haus hier würde ich noch nicht mal mehr Krümel Brot anrühren, geschweige denn essen. Und dabei bleibe ich. Aber die sind vollkommen ungefährlich. Die habe ich selbst gemacht und ich habe mir auch vorher die Hände gewaschen. Und Monika war dabei. Ja, das ist nicht zu übersehen. Schaut mal, wie Ihre grünen Augen blitzen. Kommen Sie in, Sie haben doch nicht vor, sich zu Tode zu hungern? Oh, Entschuldigung. Hier, nehmen Sie einen von denen. Mit einem Apfel kann auch niemand etwas anrichten. Das sollten Sie mal Schneewittchen erzählen. Und diese Äpfel gehören rein zufällig mir. Wenn sie einen Apfel will, soll ich einen pflücken. Den einen können Sie doch abgeben. Nur der da? Ist schon in Ordnung, Perry. Ich wollte ja sowieso gar keinen. Soll sie doch mit ihren Äpfeln glücklich werden. Genau das habe ich auch vor. Hat da nicht mal ein weiser Mann von Eicheln und Schweinen gesprochen, oder waren das Perlen und Säue? Emily! Emily! Perry, schnell, so tun Sie doch was! Sie müssen Ihren Finger in den Hals stecken. Schnell! Lassen Sie, Sie sind so ungeschickt, ich mach das. Bittere Mandel! Blausäure! Sie ist mit Blausäure vergiftet worden! Oh, das war ein Apfel da! Den Apfel, den Sie mir angeboten haben! Ja, aber Sie wollten versuchen, mich umzubringen!